Ich bin Sandra Domagala und meine Hauptbeschäftigung neben meinem Beruf als mein kleiner Junge von 2,5 Jahren. Und das macht einen riesen Ausgleich zu der Arbeit. Das macht also ganz, ganz viel Spaß. Als Beruf arbeite ich bei Dupont heute zu Kontan, wo ich an der Entwicklung von Schutzkostümen arbeite. Dupont ist eine weltweite Wissenschaftsfirma, die auf vielen Applikationen bekannt ist. Beispielsweise Produkte, wo Dupont bekannt ist, aus der Nylon, den aus der Strümpf beispielsweise. Jeder kennt. Ein weiteres Produkt werde ich euch gleich weisen als Tyvek. Tyvek ist auch auf vielen Applikationen bekannt, beispielsweise an der Häuserkonstruktion. Außerdem auch an der Applikation von medizinischer Verpackung und auch natürlich an der Herstellung von Schutzkostümen. Schutzkleidung aus Tyvek ist interessant, weil es halt ganz guten Schutz gegen ein ganz Reihe von Chemikalien bietet und auch gegen Viren und Bakterien. Und eine von den Applikationen war zum Beispiel ganz aktuell an der Ebola-Krise. Spezifisch arbeite ich an einem Projekt, wo ich ein Kostüm muss zertifizieren, das gegen Feuer und Chemikalien schützen soll. Und zwar sind ich momentan am Gang, einen Test durchzuführen und einem Mannequin, wo ein Flashfeuer auf das Kostüm geschickt wird. Und da wird Tests ausgewertet, die sich unter dem Kostüm entwickelt, für zu gucken, wie stark die Verbrennungsgefahr ist. Hier haben wir gesehen, dass Tyvek-Material besteht aus 100% Polyethylen, das sind gesponnene Fasern. Und an einem nächsten Step wird es dann thermoliert, das heißt, es wird durch Schutz verfasst, dass es eine Resistenz kriegt. Ich weiß nicht, also, wenn ich die Fasern von dem Tuch aufziehe, hier sieht ihr zum Beispiel, dass was aus einer Düse rauskommt. Das lebt also sinusförmig hin und her. Das ist ganz, ganz rein, das was da rauskommt. Und das sind also ganz viele der Düsen, die wir haben, die Fasern spannen. Und das möchte dann, dass aus dem Material ein ganz resistent Material wird, was trotzdem noch atmungsaktiv ist. Ich weiß nicht, hier Kostüme, wo wir am Gange sind zu entwickeln. Die Demande kommt von Eisenbundsklienten. Das basiert auf einem Standardkostüm, den wir in unserer Gamme haben, ein Tyvek-Kostüm, wo wir aber einen Druck abgebracht haben für eine hohe Visibilität. Und zwar die orange Farbe, die ihr seht, und außerdem auch die reflektiven Bonden, die dort drauf sind. Vorteile von dem Kostüm sind natürlich, dass sie auf dem Standardmodell auch basieren, wie zum Beispiel die Kapuze, die aus 3 Teilen besteht, sodass sie in Freiheit wird, wenn den Kopf bewegt, dass die Kapuze sich auch matt bewegt. Außerdem hat dann die relativ weit Ärmel, so wenn der Ärmel Blut macht, dass der Armärmel trotzdem da bleibt, wo nass und weiterhin den Arm schützt. Und außerdem hat auch noch am Crotch-Area, das zwischen den Beinen, wo dann 2 weitere Stecker abgebitzt tut, die dazu denken, dass wenn in einen Trocken gehen muss, dass das Kostüm dann am Reckbereich nicht reißt.